Herzlich willkommen zum heutigen Panorama, moderiert aus Spiez. Wir haben heute folgende Themen für euch in der Sendung. Unsere schaurig schöne Hauptstadt, eine Mutmacherin erzählt und ein Handwerk, das duftende Blüten treibt. Tausende Tote unter Bern, wo heute das Leben pulsiert, waren früher Grabstätten. Beim Bahnhof, in der Nähe vom Kornhaus und auf dem Münsterplatz. Der Armand Beriswil, Mittelalterarchäologe und Historiker, kennt die Geschichte der Zäringerstadt wie kaum ein anderer. Auf einem Rundgang hat er Ben Abekle einen einzigartigen Einblick in die Vergangenheit gewährt. Man läuft über Tote, weil die Heilige Geistkirche, wo wir jetzt davor stehen, die um 1730 neu gebaut worden ist, hat einen Vorgänger, und das ist ein mittelalterliches Hospital. Und in dem mittelalterlichen Hospital haben die Leute gelebt, vor allem alte Leute. Und wenn man die bestattet hat, hat man sie im Friedhof um die Kirche und um das Spital herum bestattet. Und die sind heute noch, wenn sie nicht durch Leitungen vom 19. und 20. Jahrhundert gestört sind die heute noch im Boden drin. Jetzt stehen wir auf dem nächsten Friedhof, der ebenfalls entstanden ist nach dem Ende vom Friedhof vom Heilig-Geist-Spital, nämlich um die 1730er Jahre. Der Bereich, wo heute das Trottoir ist, vor dem Medienzentrum an der Bundesgasse, beziehungsweise auch der Hof auf der Rückseite. Dort haben wir, wo das damals umgebaut worden ist, etwa, wenn ich mich richtig erinnere, so knapp 80 Bestattungen rausgeholt. Darf ich noch fragen, wenn jetzt Bauarbeiter sagen wir mal, auf ein Skelett stoßen, wird das gemeldet häufig? Wir stellen fest, dass gerade Skelette sehr häufig gemeldet werden. Ich habe das Gefühl, es hat auch ein bisschen mit dem Glauben der Bauarbeiter zu tun, die meistens Muslim sind und das nicht wahnsinnig gerne kennen. Und darum auch froh sind, wenn sie es nicht anlangen müssen, sondern wir es machen. Wir stehen jetzt auf der Münsterplattform. Und die Münsterplattform, die heute wie ein wunderbarer Park wirkt und auch einen ist das ab 1530. Voran ist es schlicht und ergreifend eine Friedhofsterrasse. Und das Lustige am Ganzen ist, als das 1530 fertig geworden ist die Münsterplattform in dieser Form eine Investitionsruine und hat gar nicht mehr als Friedhof gedient, weil man nämlich bei der Reformation 1528 beschlossen hat, den Pfarrfriedhof an diesem Ort aufzuheben und vor die Stadt zu verlegen. Und dann war die Frage, was macht man jetzt mit dieser Münsterplattform? Und man hat einen Stadtpark daraus gemacht, zu einer Zeit, wo es so etwas in Europa gar noch nicht gegeben hat. Das sind also die Berner mal die schnellsten gewesen. Wie fasse ich den Mut, mein Leben zu verändern? Gibt es ein richtiges Rezept? Vielleicht sogar eine erfolgsversprechende Anleitung? Denise Schacko hat bei Monika Sattler nachgefragt, weil die es wissen. Aufstrebend auf der Karriereleiter hat sie von einem Tag auf den anderen alles hergeschmissen, um herauszufinden, was sie wirklich will. Als erstes hat sie sich ein One-Way-Ticket nach Spanien gelöst. Monika Sattler, wenn man deine Biografie liest, hat man das Gefühl, dir gelingt einfach alles. Bei mir gelingt definitiv nicht alles. Bei mir gibt es sehr viele Höhen und Tiefen, worüber ich auch spreche. Und genau dem möchte ich auch entgegenwirken. Zu zeigen, wenn man erfolgreich sein möchte, egal was Erfolg für einen heißt, dann heißt es aber auch, ja, vielleicht auch mal Misserfolge mit einzusammeln. Hast du das Gefühl, dass wir in unserer Gesellschaft stark auf diesen Karriereweg eingeschult werden, sodass man gar nicht das Gefühl hat, es gäbe eigentlich noch andere Lebenswege, die einem eigentlich glücklicher machen? Ja, aber ich glaube, Corona hat jetzt auch gezeigt, dass es andere Möglichkeiten gibt. Jetzt geht es darum, das auch wirklich umzusetzen und auch Menschen zu bestärken, dass man jeden Karriereweg eingehen kann, egal wie gesellschaftlich chaotisch er aussieht. Inwiefern hast du das Gefühl, dass Corona da etwas bewirkt hat? Corona hat wahrscheinlich bewirkt, dass Menschen mehr geschaut haben, was sie wirklich wollen, mehr selbst reflektiert haben. In der Zeit von Busyness, heutzutage ist es sehr, sehr schwierig und keiner hat Zeit, wirklich sich zu fragen, was Menschen wirklich wollen. Das hat Corona getan und jetzt stellt man natürlich die Frage, okay, das macht mir keinen Spaß, was will ich jetzt? Was braucht es denn, dass man seinen eigenen Weg gehen kann? Was man braucht, ist erstmal den Mut, sich selber zu fragen, was man machen möchte und wer man ist. Das ist Nummer 1. Und dann natürlich den Weg auch zu gehen. Also den Mut zu haben, okay damit zu sein, wer man selber ist, was einen glücklich macht und einen Schritt auch dorthin zu gehen. Braucht es Ziel, für das man erfolgreich sein kann? Also für mich, Erfolg heißt zu wachsen und lernen. Und das tue ich durch Ziele.
Also für mich persönlich, ja, ich brauche Ziele, um wachsen zu lernen, um zu sehen, was ich alles machen kann. Es müssen jetzt nicht super hochgesteckte Ziele sein, sondern manchmal ist es einfach nur kleine Mini-Ziele, die man am Tag erreichen kann. Also da geht es jetzt, man denkt immer an Ziele, dass was Großes sein muss, aber manchmal ist es einfach auch, einen neuen Weg in die Arbeit zu nehmen. Das kann ein Ziel sein. Und das hilft mir zum Beispiel auch zu wachsen und zu lernen, was Neues zu sehen. Was sind denn konkret deine nächsten Ziele? Also mein nächstes sportliches Ziel ist der Aletsch-Halbmarathon für mich, wo es ja 21 Kilometer, 1000 Höhenmeter. Für mich auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Ziel, was mich an meine physischen, mentale Grenzen bringen wird. Und dann ist natürlich mein Buch, was rauskommt, das heißt, weil Erfolg nicht das ist, was du denkst. Darum geht es genau. Was heißt eigentlich Erfolg? Was sind Ziele? Was heißt Zufriedenheit? Und wie erreicht man all das? Das Atelier 1818 in Oberdiessbach hat wortwörtlich viele Seiten. Daniela Dambach hat Eva und Daniel Wenger besucht. Die beiden gehören zu den letzten von ihrer Zunft. Von Hand binden sie papierige Preziosen, die nach Rosen oder Heu duften. Das spezielle Ergebnis dieser Veredelung sieht man das liebevolle Handwerk an. Wir sind eine Handbuchbinderei und wir machen alles 100%ig von Hand auf uralte Maschinen, die teilweise sogar von 1890 sind. Unser Ziel ist, dass wir mit unseren Produkten Emotionen wecken können. Und das machen wir mit der Haptik der Produkte, vom Anlängen her, wo hier eben das Gespür ganz speziell ist. Oder auf der anderen Seite auch mit Naturmaterialien, zum Beispiel Waldmoos, wir haben aber auch Lavendel, wir haben Heu von den Bergen mit Margeriten, wir haben Kaffee, also Lederkaffee, Sachen, die eben schön schmecken aus der Natur. Man hat auf der einen Seite eine manuelle Bindung, auf der anderen Seite hat man die maschinelle. Beide sind sehr, sehr spannend. Also bei der manuellen macht man es so, wir lassen so oder so immer bei uns den Rücken offen. Es ist ein Handwerk, hier geht man mit Faden und Nadeln durch bei jedem Bogen und das muss man auch sehen. Bei der Maschinelli, wir machen das auf eine uralte Maschine, die ist 90-jährig, das ist ein Schweizer Fabrikat. Und das ist einfach ein Erlebnis, nur die Maschine zu sehen. Wir haben draussen 3 Tische und drinnen 2-3 Tische im Betrieb. Wenn gerne jemand einen Kaffee kommt, unsere feinen Filterkaffee austestet oder sonst ein regionales Getränk oder einfach ein Apero trinken geniessen. Auch dort sind Gespräche willkommen, aber man darf auch einfach ruhig schauen und Produkte studieren oder eben auch schauen, was wir arbeiten und wie gearbeitet wird. Was ganz schön ist hier im Zusammenhang mit den Umschlägen, wenn man das Buch eben so fast fertig macht, indem man den Umschlag nachher draufklebt. Dann nimmt es die Farbe an, aber hier hat man eben auch die Haptik und den Geruch, der kommt. Gerade zum Beispiel eben hier vom Waldmoos, wenn man das schmeckt, das ist so etwas Schönes, also das mache ich auch gerne. Jetzt übergebe ich das Wort an Matthias Mast im Studio. Er stellt euch seinen heutigen Gast in der Talksendung «Zusammen im Zentrum» selber vor. Turbulenzen im Inselspital, beim grössten Arbeitgeber des Kantons. Der Chef, Präsident, CEO ist heute mein Gast, der Bernhard Pulver. Das war es auch schon wieder mit unserem heutigen Panorama. Die ausführlichen Artikel zu allen Themen findet ihr auf unserer Webseite und im App. Jetzt seht ihr noch das Wetter mit unseren Kolleginnen und Kollegen von Meteo News. Merci vielmals fürs Zuschauen und bis gleich. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Sommerferien. Made in Bern. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Ihrem Plattform J-Wetter für den Kanton Bern. Schön, sind Sie wieder mit dabei.
In der vergangenen Nacht hat uns eine schwache Kaltfront erreicht, sodass es heute örtlich mal ein bisschen geregnet hat. Dabei haben wir auch einen vielfach bewölkten Tag gehabt. Morgen am Mittwoch dehnt sich dann am Boden langsam ein Ausläufer von einem Azorenhoch zu uns aus. Wir haben in der Höhe aber nach wie vor einen Höhendruck, sodass die Luft noch ein bisschen regenanfällig ist. Am Donnerstag bestimmt dann dafür ein Zwischenhoch unser Wetter. Morgen am Vormittag ist es im Flachland recht sonnig. Im Oberland gibt es aus der Nacht raus noch Restwolken. Die Temperaturen liegen am Morgen zwischen 8 und 10 Grad. Es ist also noch recht frisch. Und am Nachmittag geht es im Flachland dann mit Sonnenschein und vermehrt Quellwolken weiter. Es bleibt dort auch trocken. Anders ist es im Oberland. Da sind die Quellwolken grösser und zahlreicher. Es kann dann örtlich auch einmal ein bisschen regnen kommen. Das Temperaturniveau liegt im Vergleich zu heute schon höher mit 17 bis 19 Grad. Die 0-Grad-Grenze liegt auf rund 2400 Meter. Ja, am Donnerstag da ist es trotz vermehrt Quellwolken noch mal recht sonnig. Am Freitag geht es dann voraussichtlich mit vielen Wolken. Zum Teil ein bisschen Sonnenschein, aber halt am Nachmittag manchmal auch ein bisschen Regen weiter. Am Samstag ist es dann mit einer Kaltfront bewölkt und es kommt regnen und gewittern. Am Sonntag befinden wir uns dann auf der Rückseite dieser Kaltfront. Da erwartet uns Wolken, Sonnenschein und nur noch lokale Regengüsse. Am Montag wird es dann allerdings schon wieder gewitterig. Das Temperaturniveau steigt dabei an. Am Montag könnte es sommerlich warm werden. Und damit war es das von meiner Seite. Ich bedanke mich dafür, dass Sie zugeschaut haben und wünsche Ihnen noch eine ganz gute Zeit. Ade miteinander.